Servus. Grüß euch. Willkommen zu einer weiteren Folge des Wiener Stadion-Vlog. Heute Austria gegen Salzburg. Top-Spiel, Rapid gestern schon verloren. Das Duell Kärnten gegen Wien ist heißer denn je jetzt. Ne? Sieht man Wiener Clubs mit 18 Punkten, Kärntner Clubs mit 20 bzw. 21. Schaut euch die Tabelle mal an. Ja. Wie man sieht, sind wir heute in Simmering. Jetzt gehen wir auf der Hauptstraße. Also es ist wirklich nichts los auf der Hauptstraße. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Café Stern. Restaurant Stern. Auf jeden Fall Ecke Hugogasse, Braunhubergasse. Ja, und jetzt machen wir uns mal am Weg. So, wir sind jetzt da angekommen im Restaurant Stern. Und ja, wir haben ja auch gesagt, wir machen ja heute die Verlosung für die Österreich-Deutschland-Karten. Gab zahlreiche Kommentare dazu. Da hat der Sascha schon mal alle Namen auf die Zettel geschrieben, zusammengefalten und wir machen die digitales Gewinnspiel heute. Ja. Ist auch notariell beglaubigt natürlich. Ja, Spaß beiseite. Schaut halt, wie wir gesagt haben, wir verlosen einmal 2 Tickets fürs Spiel Österreich-Deutschland am 21.11. Ja. 15 Teilnehmer haben wir, alle Namen notiert. Die werden wir jetzt einfach da in das Sackel reingeben, auf Oldschool. So, jetzt werden wir die Namen noch wild durcheinander mischen, ne? Wie du siehst. Danke dir. Ja, schau, kommt sogar währenddessen. Saprativ, ja. So, ist schon genug an mir, glaubst du, oder? Ja, es reicht. Reicht. Bei Lotto dauert es auch nicht länger. Willst du ziehen, oder? Ja, zieh du, Soll ich? wenn du dabei bist. Wild durcheinander gewirbelt, weißt du? Ja, muss man Trommelwirbel einspielen, weißt du. Schauen wir mal. So. Wer ist der Namen. glückliche Gewinner? Org. Siehst du das? Sieht man's? Yannick Huemer. Janik Koema, Herzlichen Glückwunsch. gratuliere. Karten haben wir da einfach vor dem Spiel übergeben. Vielleicht schickst du noch ein kurzes Mail mit der Telefonnummer oder irgendwas an wiener-stadion-vlog@gmx.at, glaube ich, ist es. Und ja, wie gesagt, jetzt warten wir noch aufs Essen. Apparativ sind das Buchteln, glaube ich. Ich weiß es nicht. Bockt mich gerade auch nicht so, aber wir zahlen es, also werden wir es mitnehmen. Schauen wir mal. Wir haben nichts zu verschenken, ne? Alles gut, ja, du sagst das. Passt. Da haben wir mal das Schweinsschnitzel mit Salat. Dann haben wir Hühnerschnitzel mit Reis. Amir. Mahlzeit. Was sagst du? Ist halt ein Schnitzel, ne? Was sagst du, Sascha? Schmeckt's da? Schnitzel kann man lassen, ist echt lecker. Ich muss halt dazu sagen, du bist ja mitten im 11. Ja, wie der vorhin gesagt hat, gehobenes Lokal. Naja, gehobene Preise auf jeden Fall. Muss man schon sagen, das haben wir jetzt für Schnitzel zahlt. Ja. Knappe 20 Euro, ein bisschen mehr. In etwa, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, hier ist echt alles Bio gehalten. Also ob du jetzt ein Bio-Rindsgulasch willst, ob du Bio-Schweinschnitzel willst. Du zahlst das halt einfach. Das ist ganz normal heutzutage. Ja. Und ja, wie gesagt, geschmacklich. Man hört es ja auch. Ich meine, ihr nicht, aber ich. Du hast den Crunch auf. Schnitzel ist knusprig, wie es gehört. Schön dünn klopft. Also ich habe nichts auszusetzen. Ich kann das Lokal empfehlen. Dass mal mit der Oma am Sonntag essen gehst oder was. Ne? Mit der Oma wirst du nicht zum, oder schwer nur, also mit meiner Oma kriege ich nicht zum Asiaten, weißt du, was ich meine? Das ist halt so eine Sache, ne? Also, wie gesagt, kommt daher, Restaurant Stern, ist zu empfehlen. Und dann ist schon relativ spät, die sperren um 16 Uhr zu, haben sie uns gesagt, wir müssen ein Endstadion, somit ist von deiner Seite noch was zum kulinarischen Tipp des Tages heute zu sagen, haben wir. Ich denke mal halt für über 20 Euro für einen Schnitzel, auch wenn es gut ist, ja, Preis ist okay für heutzutage. Das Essen ist auf jeden Fall sehr gut, wie der Sascha sagt, Bio-Qualität. Also ja, für eine Wiener Küche kann man nichts dagegen sagen. Kann man probieren. Das ist schon sehr gezwungen angehört. Kriegst du Geld für das, was du sagst, oder? Ja, erst 1000 haben wir nicht. Na, Alles gut, dann
Teller ist leer. Man sieht, gemundet hat es im Restaurant Stern. So, Amir, jetzt sind wir da endlich. Super, oder? Naja, endlich wieder. Das dritte Match in Folge. Lask war halt dazwischen, stimmt schon, aber Ja, Lask ist übrigens gerade gegen Blau-Weiß 2-0 hinten, kurz vor Spielende. Also Sturm noch immer 3-0, oder? Sturm noch immer 3-0 gegen Klagenfurt. Und hoffen, dass die Austria heute auch Punkte mitnimmt. Ja, ich glaube, die Möglichkeit ist heute ein bisschen höher, also die Chancen stehen ein bisschen besser. Ja, wenn Salzburg in der Champions League gespielt hat und jetzt vor allem sogar noch verloren und wie verloren auch noch. Also vom Timing her kann es nicht viel besser für die Austria kommen. Aber was ist deine Prediction, Sascha? Was sagst du? Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, Salzburg macht es trocken 2-0. 2-0? Realistischer Tipp, ja. Ich sag 2-1 Austria. Ich sag, heute trifft Gruber und Aslani und heute treffen sie, heute machen sie die Chancen, die sie normalerweise haben. Und die sie normal nicht machen, sagen wir so. Und Salzburg ist geknickt, Salzburg ist müde, Salzburg ist auswärts. Also wenn ein Sieg möglich ist, sage ich dann heute. Dann heute. Dann heute, ja. Dann 2-1 Austria. ab ins Stadion mit uns. Drin sind wir. Hast du dich auch gehört, oder? Hört sich, Wie oder? lange haben wir gebraucht, bis wir drin waren, Sascha? Aber nicht so wie beim Last, ne? Stimmt, ja. 3 Minuten. 3 Minuten. 4. So, jetzt werden wir uns mal über was zu denken, oder? Unbedingt. Bleibt halt wieder zu 0. Chris Früchtel. Toni Polster, Herbert Masker. Bälle von Herbert Masker und Toni Polster. Super. Schon mal alles vorbereitet für den Top-Choreo heute. Heimat des 12. Mannes. Bin gespannt, Stimmung vor dem Match schon sehr gut heute. 12.000 Tickets waren am Freitag noch weg. Wie schaut es mit den Salzburg-Fans aus? Ja, ist relativ gut besucht. Heute Stefan Ebner, der Spielleiter, Amirs Lieblingsschiedsrichter. Ja, Lieblingsschiedsrichter, aber Stefan Ebner war Referee des Jahres letztes Jahr das erste Mal. Okay. Ich glaube, der dürfte halbwegs das können, weil das wäre nicht Sport hoffentlich. Also diese Schiebung und schlechten Pfiffer gegen Austria wird heute hoffentlich nicht der Fall sein. Schauen wir mal. Ja, Hier ist der ganze Darsteller und der Ausstieg! Und der Meister, wir gehen jetzt noch mit dabei! Und der Landsport ist der Winter 17, Ausstieg! Alle gemeinsam, unser Geschäftsführer und der Austria! Und unsere Leute, hier ist Uwe Askeri! Respekt, Choreo, geile Choreo. Schaut echt gut aus. Der Schiri lässt nicht ab und anpfeifen wegen einem Rauch halt wieder. Ne? Ja, eh normal, eh klar. Obwohl man sieht,
alles sehr gut, muss man auch sagen. Ja, die Wahllinie. Und für alle Seiten Ärzte und für unsere Seite Königin. Geben wir alles für unsere Bundesmannschaft und alles für unsere Austria Wien Dämmerfeinde. Brüssel ist da. Marc. Historisch. Aber jetzt weißt du absolut nicht gefährlich. Was gibt's ja nicht, dass die alle so wegrutschen. Das ist ein kleines Schieß, aber wir alle machen das drüber. Urart, als Übung. Super verteidigt, bist du narrisch. Eckball, er ist schön rausgespielt. Das war nicht gefährlich. Und schon wieder Zartschlager, Wahnsinn. Ah, ihr Veilchen, was sagt's zur Halbzeitanalyse? Wir haben uns mit mega Arsch. War eigentlich bis jetzt ein leibendes Spiel, sehr spannend. Austria besser, oder? Ja, was sagst du den Chancen von Austria? Ja, waren halt en masse für die Austria halt, die Austria-Verhältnisse. Ich hoffe halt, dass halt noch 1-0 ausgeht. Glaubst du, geht's noch 1-0 aus, oder? Wenn es so weitergeht, glaube ich schon, ja. Was sagst du? Austria nicht schlechter. Die Chancen sogar besser. Also, wenn die zweite Halbzeit nicht komplett verdreht wird oder zur ersten, werden wir es gewinnen. Das Salzburg hat noch einen großen Nachteil, da sehen wir am Mittwoch gespielt haben um 9 Uhr. Ausreden, ausreden, ausreden. Sturm hat auch gewonnen, alles gut. Also dann, der gute Zweite. Salzburger sind schon wieder da. Fans machen gute Stimmung. Zweite Halbzeit, los geht's. Alles für die Bundesmannschaft und alles für unsere Austria Wien! Dämmerfeinde. Geilen Rasen pflegt in der Halbzeit, super. Alle ausrutschen von Wahnsinn. Aslani macht Stimmung, schau.
war also ein starker Schuss. Das ist fast richtig. 97 zu wenig. Abseits. Alle klatschen, weil Alex Schmidt kommt. Ja, das gab die Chance. Alex Schmidt kommt rein und dann. Was ist? Prüft er jetzt noch immer einen Elfer, oder? Ja, muss ja prüfen. Jetzt wird schon zart, bitte. Es war eh klar, dass er es checkt die ganze Zeit. Aber. Ich habe eine Schwalbe gemacht, das Spieler. Was sagt das denn? Naja, ich meine, du hast schon Es ist gesehen. eine Schwalbe, es war eigentlich faul. Ja. Also Schwalbe halt dann. Ich habe der Strafschuss so 3-4 Minuten gecheckt. Wenn ich der Spieler bin, der die Schwalbe gemacht hat und ich habe sie nicht gemacht, sage ich ihm ganz ehrlich, schau es dir an. Ja, schau es dir an. Dann will ich schon, dass ich sage, das ist keine Chance sein kann eigentlich. Also mittlerweile habe ich die Szene 4-mal ins Gleis sehen. Allein wenn er da ist, schau es dir an. Das ist jetzt Was denn? Alex Schmidt zum Elfer. Bist du deppert? Bist du deppert, Schlager? Wahnsinn! Wahnsinnstormann! Zu Recht Österreichs Nummer 1, sage ich heute mal. Mit Verlaub. Ah, Schlager ist da heute, ist urarg. Leider für Austria. Bist du deppert, Salzburg? Wahnsinn! Musst machen nochmal. Salzburg mit Zeitschild. Das war der Schlusspfiff. Austria verschenkt die 3 Punkte durch einen verschossenen Elfer von Alex Schmidt. So, lieber Sascha, wie schauen wir aus? Ja, Spiel ist vorbei. Was sagst Das Spiel ist vorbei. Alex Schmidt hat es nicht gebacken bekommen. Echt Frechheit, traurig gewesen, Frechheit, wirklich. oder? Also, du? Mal ehrlich gesagt, darf nicht sein, dass man einen Alex Schmidt schießen lässt, oder? ja du, das wird er wie immer mit ihm besprechen. Auf jeden Fall, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir haben euch heute die Stimmung gut auffangen können. Gewinner haben wir gezogen vorhin. Sagt Länderspielpause jetzt, aber wir sind dabei. Österreich, Deutschland. Mit dem 21. Gewinner natürlich. 21.11. genau. Und ja, will mich so von der Stelle bei den neuen Abonnenten auf jeden Fall bedanken und bei den alten natürlich auch. Danke, dass ihr mitgemacht habt beim Gewinnspiel. Wie gesagt, Sieger ist raus.
Und ich wünsche euch einen guten Start in die nächste Woche. Ich auch. Und hoffe, wir sehen einen Österreich-Sieg gegen Deutschland. Mal schauen. Macht es gut, Leute. Gell? Bis dann. Grüß euch. Ja, ciao.